Eine Studie im Grünen. Ja, gut gemacht, Watson. Holmes, Sie kegeln? In der Wohnung? Nicht kegeln, mein lieber Watson. Ich spiele Bowls. Ernsthaft? Mit Ihrer Verletzung? Oh nein. Mrs. Hudson wird Sie umbringen. Fürs Erste reicht es. Zeit zu gehen. Möchten Sie mich begleiten? Sie sind unverbesserlich, Holmes. Und wohin gehen wir? Ich nehme an der Finalrunde des jährlichen Turniers teil, das der Bowls Club des Archäologischen Instituts von London veranstaltet. Es ist eine offizielle Einladung. Ich muss mich noch passend anziehen, dann können wir los. Und hiermit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Dog. Ja, beim letzten Mal haben wir ja eine Episode beendet und jetzt können wir Sport treiben. Make-up brauche ich nicht. B, Kleiderschrank. So, Mantel, ne? Seemann, Morgenmantel, festlich, Arzt, Bandy, Seelsorge, Sportkleidung. Genau, ist ja ein Sportanlass, darum ziehen wir hier jetzt Sportkleidung an. Jo. Sehr gut. Wunderbar. Wir schauen mal, wie das Wetter heute ist. Und drücken dabei T. Ah, nein, ja, Entschuldigung. So, Ego-Perspektive. Funktioniert ganz gut. Ah, Mrs. Densley und Sir Condry stehen da unten. Ne, keine Ahnung, wie sie heißen. Und sieht bewölkt aus. Und trotzdem scheint die Sonne. Okay, gut. Dann wollen wir mal wieder rein. Oder sprechen wir noch mit Watson? Oder schauen wir mal, was wir da... Ah, Watson hat schon auf die Seite gestellt. Oh, ein Brief. Brief von Dr. Fisher, Sherlock Holmes. Erinnern Sie sich noch an mich, Dr. Reuben Fisher? Mit Ihrem Auftritt in Epping Forest haben Sie mir wahrlich das Leben gerettet und mir zur Flucht vor diesem Wahnsinnigen verholfen. Haben Sie daher vielen Dank für mein Leben und meine Freiheit. Ich habe vor, unsere volltätigen Arbeit fortzusetzen. Ich habe vor, unsere wohltätige Arbeit fortzusetzen. Ich danke verbunden Dr. Reuben Fisher. Das ist unser Arzt gewesen, also unser nicht, aber Mr. Marshalls Arzt. Und wir haben ja einen Club. Okay, neue Errungenschaft. Nehmen Sie am Finale des Bowls-Turniers teil. Ein Bowls-Turnier stellt sich lediglich als Vorspiel zu einem außergewöhnlichen Abenteuer heraus, in dem Sherlock Holmes seinen Körper und Geist gleichermaßen wird anstrengen müssen. Okay, das wird lustig. Oder auch nicht. So, das hängen wir wieder dahin. Macht viel Sinn. Hä? Naja, was? Brief. Ja, das... Ja. Komisch. Ja. Holmes, sind Sie sicher, dass Sie das tragen wollen? Was ist damit? Jeder im Club trägt so etwas. Haha, alleine die Vorstellung. Ich hoffe nur, dass unsere reizende Nachbarin Sie nicht in diesem Aufzug sieht. Warum? Was stimmt denn an dem nicht? Naja, gut. Dann gehen wir wieder zurück und nehmen mein Make-up mit. So. Haarpracht. Ja. Brille. So, nee. Keine Brille, aber ein Bärtchen vielleicht. Na, lass mich mal... Ah. Ja, das ist doch der Nobelmann von... Jo. Genau. Na,
So geht man heute Bons spielen. Na, scheiße. Ach nee, das ist so eine... Ja, ist jetzt egal. Egal. So. Was hat er jetzt zu meckern? Sollten wir nicht zum Bowls Club gehen? Ja, immer die Stresserei hier. Da komme ich nicht hoch. Okay. Da kommst du, Watson? Alles muss man alleine tun. Die sind auch immer irgendwie am gleichen immer machen. So, mein Stift. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Also, das ist nichts. Das ist da ein Schlagzeilen. Birtlam-Anstalt, ab sofort offen für alle. Glauben Sie, dass jemand, der Ihnen nahe steht, von Sinnen ist? Sind Sie es leid, Ihre kranken Familienmitglieder zu pflegen, oder haben Sie vielleicht selbst nicht mehr als alle Tassen im Schrank? Dann haben wir die Lösung. Die Birtlam-Anstalt. Mit unserer modernen Behandlungstechnik können wir garantieren, dass Sie oder Ihre Liebsten recht bald und auf jeden Fall Frieden finden werden. Klingt nach, naja, wir bringen Sie um, sanft und leise, und Sie haben Ruhe. Unsere Erfolgsquote beträgt überwältigende 93,3%. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Herbert West. Klingt mir ganz vertraut, ne? 93,3% erfolgreich. Geheilt. Anführungsschlusszeichen. So, dann wollen wir mal... Hey, aufstehen! Ja, du. Das ist kein Liegeplatz. Aufstehen! Officer! Da liegt einer. Der darf doch nicht liegen. Könnten Sie sich darum kümmern? Na. Immer das gleiche mit der Polizei. Nichts machen sie wirklich für einen. Oh, noch ein Zeitungsjunge. Hast du noch was? Nein? Ja, gut. Das sieht immer so aus, als würden die einbrechen wollen. Übergeben bitte auf der Straßenseite und nicht vor jungen Damen. Das ist unser Denker. Na, wie geht's beim Denken? Oh mein Gott. Gut. So, also. Karte zum Club. Ne, ich weiß nicht, wie heißt die Kutschen-Dinger da. Im Moment gibt es keine. Ich habe ja auch keinen Auftrag. Tada! Doof, dass man Practical Motorhard. Ah, liegt das Buch doch nicht weg, Mensch. Ich wollte wissen, was du liest. Genau. Motorhard and Durantcraft. Okay. Wunderschön die Details, wo sie auch in diesem Spiel fabriziert haben. Gefällt mir recht gut. Oh. Mr. Holmes, Sie haben gestern sehr gut gespielt. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Möchten Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Ein seltener Maya-Steinkalender der Quiché. Der Quiché? Ja, hier drüben steht eine Statue Ihres legendären Königs Tikkun Uman. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus Metall. Die? Ah. Da nur Mitglieder Zutritt zum Clubhaus haben, stellen wir den Kalender im Freien aus. Schauen Sie sich ruhig um. Okay, einen Kalender kann man da gewinnen. Die Statue von Tikkun Uman. Diese Statue besteht aus Metall. Also ich muss mal schnell schauen, ob der Dialog ist für euch laut genug. Na, dann muss ich mein Headset wahrscheinlich noch lauter machen. Ah, die haben alle so einen Hut auf. Ich habe den falschen Hut. Viel Glück, Holmes. Danke. Trotzdem habe ich den falschen Hut. Mist. Wieso hat mir denn niemand was gesagt? Den Kalender würde ich gerne gewinnen. Ein fantastisches Kunstwerk. Ja, ja. Wer möchte das nicht?
Aber wirklich wunderschön grafisch gemacht, umgesetzt. Also ich bin gespannt, wie das Spiel gespielt wird. Ich habe noch nie was davon gehört. So, wir gehen jetzt mal unten durch. Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. Ja, ich werde dich Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich... Daran wird Watson seine Freude haben. Ah, Mr. Holmes, sind Sie bereit für die Finalpartie? Nein. Ich brauche noch Zeit. Ja. Hab noch nicht alles durchschaut. Immer zuerst alles abchecken. Viel Glück, Holmes. Ja, du bist auch wirklich informativ. Ich habe im Viertelfinale verloren, aber das lag nur am nassen Rasen. Ja, immer die Ausreden. Die sieht gar nicht glücklich aus. So, einmal ringsrum. Okay, Sackgasse. Dann werden wir mal das Spielbrett. Sind Sie jetzt bereit? Nein! Immer noch nicht. Ich brauche noch Zeit. Ich habe gemeint, ich könnte das anschauen. Tolles Finale. Haben Sie den Hauptpreis gesehen? Nee, wo ist denn der? Blumen. Ach, da. Der Hauptpreis. Der Maya-Kalender der Quiche. Okay. Was für eine tolle Saison. Ja, warum sagst du das wohl? Ne, weil du im Finale stehst. War ja auch so klar, oder? Köpfchen siegt über Kraft. Hallo? Hallo? Ah, ihr redet stumm. Okay. Guten Tag zusammen. Auch ihr redet stumm. Was für Guten ein Tag. wundervoller Novembertag. Das stimmt. Bisschen bewölkt. Aber zum Wohle und einen guten Appetit. Was machst du für Tai Chi Künste? Ja, dich will ich mal nicht stören. So. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ja, der ist am Üben für seine Ansprachen, dann im Finale für den Sieger. Wissen Sie, gegen wen Arthur im Finale spielt? Sherlock Holmes. Wie aufregend. Ich stehe gleich neben dir. Nee, neben ihm, meine ich. Okay. Gut. Ich gehe nochmal oben hin. Mal schauen, ob ich da oben eine Toilette finde. Betrachte das Spielfeld dann mal von oben. Ich hoffe, ich bekomme dann noch eine Erklärung, wie das Spiel genau läuft. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich da mache. Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Sherlock, ich habe gemeint, du seist Clubmitglied. Gut, dann machen wir uns mal aufs Finale. Auf zum Finale. Ja, jetzt bin ich bereit. Sind Sie jetzt bereit? Ja, wenn ich die Spielregeln mitbekomme, schon. Ja, möge das Finale beginnen. Schon am ersten Part. Besiegen Sie Ihren Gegner, indem Sie mehr Ballkugeln näher an der Zielkugel platzieren als er. Ah, das ist bei uns in der Schweiz nennt sich das Boccia. Okay, doch, das kenne ich. Halten zum Zoomen. Okay, und okay.
Okay. Willst? Was ist das? Oh, perfekt. Naja. Fast perfekt. Ah, das Spiel gefällt mir. Wo schießt denn der hin? Der besoffen oder was? Kann ja nur darüber schießen. Ah, das könnte zu fest sein. Wow, wunderschön. Wow, das muss man erstmal toppen hier. Very nice. Oh, ich habe meine Kugel genau vor die Weise gestellt. Das ist ein sicherer Sieg. Oh, die ist zu kurz. Aber das ist taktisch. Ich will den Weg zur weißen Kugel verdecken. Und das war taktisch. Das war absolut so, wie ich es wollte. Oh, aber der Wurf, der genau auf die weiße Kugel ging, das war perfekt. So, jetzt machen wir... Wenn ich jetzt die weiße Kugel berühre und die wegschmeiße, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Aber das mache ich nicht. Der Winkel war zwar super. Ach scheiße, ich glaube die Kugeln sind, die am nächsten an der Kugel sind. Nicht die Kugel, die am nächsten ist, gewinnt. Ja doch. Nicht die Kugeln sind, sondern wirklich die... Okay. Anfang orange. Wieso darf ich eigentlich immer die weiße Kugel schießen? So. Wenn der Winkel stimmt, sollte ich jetzt die weiße Kugel treffen. Ja, aber zumindest ziemlich nah an die Kugel kommen. So, der kommt auch gut, aber leider daneben. Ja, aber besser als sein erster Wurf beim ersten Spiel. So, jetzt machen wir noch ein bisschen so und noch ein bisschen stärker. Okay, gleich stark. Ja, das war zu winkelig, das war nicht gut. Das war nicht so gut. Was macht er hier? Ja, gute Idee, aber auch nicht wirklich. So. Ich muss einfach aufpassen, dass ich die weiße Kugel nicht wirklich zu weit wegschieße. Ah, schade. So einen super Wurf kriege ich nicht mehr her. Ne, die war auch zu... Ja, gar nicht mehr so schlecht. So. Oh, shit. Versuchen wir das auf diese Seite.
Glück gehabt. Nur ein bisschen touchiert unsere Kugel, die näher an der weißen Kugel dran ist. Und jetzt, was macht er? Oh, die kommt sogar sehr gut. Oh, nee. Ich bin immer noch näher dran. Schade. Für ihn. Wie viele Runden gibt es eigentlich? Noch eine Runde. Okay. Runde 3. So. Oh, scheiße. Die liegt zu weit draußen. Ach du Kacke. Die liegt ja extrem weit draußen. Das wird heavy. Diese Runde muss ich wahrscheinlich abgeben an Arthur Liebrock. Ja, deine Kugel kommt viel besser. Ich darf nicht so fest. Ah, schon wieder so fest. Aber doch, die kommt gut. Gar nicht schlecht. Stopp! Ah. Schlecht kommen sie nicht, aber viel zu weit. Viel zu weit weg von der weißen Kugel. Ja, die ist auch nix. Ich bin ein geborener Balls-Spieler. So. Ah, die ist zu... Ja, doch, könnte knapp passen. Ja, der Winkel hat nicht gestummen, aber so weit weg ist sie gar nicht. War nicht schlecht, war nicht schlecht. Ah, die kommt aber auch schlecht. Der weiß schon, dass er eigentlich in der Nähe von der weißen Kugel sein muss. Aber gut, dieses Border ist ja mehr auf dem Knügen und sollte eigentlich nicht das Schwierigste in dem Spiel sein. Ja, das ist zu schnell. Nee, zu fest. Das war nicht so gut. Absolut nicht. Nee. Jetzt, was macht er? Er kann noch gewinnen. Er kann noch gewinnen. Nein, kann er nicht. Wunderbar. Und meine Kugel sogar noch näher rangeschossen. Und wir haben einen Sieger. Pünktlich. Gratulation zu dieser Leistung, Mr. Holmes. Herausragend. Die Preisverleihung findet morgen früh statt. Wir sehen uns, wenn Sie den Kalender entgegennehmen. Sie kommen bestimmt auch, Dr. Watson, oder? Leider habe ich morgen keine Zeit. Die Arbeit ruht nicht. Ah, wie schade. Gehen wir heim. Ja. Gehen Sie zur Preisverleihung am Tag nach dem Bowls-Turnier. Am Archiv. Der Meier-Kalender ist der Hauptpreis beim Bowls-Turnier. Ein Bowls-Turnier stellt sich lediglich erst vor. Achso, so, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ja, war amüsant. Bis morgen früh, Mr. Holmes. Bis morgen. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Holmes. Dankeschön. Ich Ihnen auch. Gutes, faires Spiel. So, wir gehen jetzt noch nach Hause. Und zu Hause angekommen werden wir ein Break machen. So, bitte noch Break. So. Habe ich immer noch nichts. So. Mit dieser Heimreise verabschiede ich mich bei euch. Vielen Dank fürs Dabeisein bei Episode 2 kann man sagen. Ich bin gespannt, welche Geschichte wir hier werden miterleben, aber bis dahin bleibt weiterhin dran. Bis dann. Ciao, ciao.